schauen zurück auf ein ereignisreiches 2017. Genau, es ist jetzt die letzte Show hier in Bern, wir sind die ganze Woche in Bern. Und anschliessend an die Show ist auch noch ein Team-Event, also ein Weihnachtsessen. Und ja, was haben wir das Jahr? 17. Wir haben alles gehabt, auf und ab und Geiles und Lustiges. Also im 16. noch haben wir ja ein paar Shows gespielt mit Sabbatical, sind hier aber noch in der Phase gewesen, wo wir noch sehr nervös waren. Das 17. ist eigentlich das Jahr der relaxten Shows. Absolut. Kann man sagen, das heisst, wir haben auch auf der Bühne vermehrt improvisiert, was auch unsere Techniker hinter der Bühne manchmal dazu verleitet hat, ein bisschen zu improvisieren. Manchmal haben wir das lustig gefunden, manchmal auch weniger. Nein, ich mag nur einen Fehler von uns, mag ich mich erinnern. Und zwar, die erste Show nach der Sommerferien haben wir uns nicht vorbereitet. Wir haben gesagt, komm, machen die Sommerferien. Und wir haben jetzt schon 100 Mal die Show gespielt. Und ich bin aber die hin und habe mich umgezogen in die nächste Nummer, aber viel zu früh. Ich musste nämlich noch raus gehen und mit dem Manu schwätzen, in einem Moment, wo er gefreezed ist, wo er eingeeist ist und nichts machen kann. Und ich bin nicht raus. Und dann ist auch der Silvio zu mir gekommen. Und ich habe keine Ahnung. Ruppig. Er ist zu mir und hat mir alles abgerissen und mich auf die Bühne rausgeschossen. Und ich habe keine Ahnung, was ich machen muss auf dieser Bühne, weil ich völlig keine Ahnung habe, was eigentlich dran kommt. Genau, jetzt kommt auch so langsam der Moment, wo wir die Show so gut können, dass man mit dem Kopf nicht ganz sauber dabei ist, gerade bei Liedern und so. Es gibt Flüchtigkeitsfehler. Und es gibt Flüchtigkeitsfehler. Der Manu tut manchmal das Lied fast auf einem Griff begleiten. Oder aber ich habe kürzlich bei meinem Diva-Song den Text vergessen und habe blöderweise, anstatt auf Na oder O zu singen, auf ein Kudenwelsch Englisch Let me slay me near is low, high no so far, life, life. Was scheiße war. Live. Ja, die Leute haben nicht gewusst, ob sie dazugehört. Die Techniker und der Mann, die sind abgelegen. Die Vips sind am Reinlaufen, das heisst, wir können pünktlich anfangen. Claudia! Valeria! Ich habe keine Ahnung, wie die Leute heißen. Aber nur mal, wie Freude haben, da ihr neue Wir haben ein Schönes erlebt dieses Jahr. Highlights sind sicher die ganz grossen Hallen, die Samsung-Halle, eine Woche lang. Ja. Geil, in einer Woche irgendwie 12'000 Leute. Es ist für uns ja jetzt immer mehr, dass wir ab und zu auch in Hallen spielen, wo wir auch immer einen gesunden Respekt davor haben. Und es war schön zu sehen, dass es auch geht. Auch mit 2'000, 3'000 Zuschauern. Dass der Funke kann springen und es eine geile Dynamik gibt zwischen uns und den Leuten. Das ist cool. Ja, das ist geil. Das ist cool. Und das 18. wird auch so. Wir freuen uns eigentlich schon auf das 18. Müssen wir sagen, weil wir einfach auf Tournee sind und sehr viele Hallen spielen und eine kurze Sommerpause haben, aber dafür eine lange Winterpause. Da freuen wir uns jetzt schon. Das erste Mal nach 17 Jahren haben wir im Dezember frei. November, Dezember. Yeah. Weihnachtsessen! Zum Wohl! Lässig, danke für das 17. Es war ein lässiges Jahr. Alles Gute dann im neuen Jahr! Auf unser Team! Das ist immer doof, jemanden rauszupicken. Das machen wir sonst auch nicht. Aber jemandem, wenn wir heute speziell Danke sagen, weil wir wissen, dass einerseits der Mann sich etwas extrem wünscht und andererseits der Mann auch der ist, der immer etwa wieder 800 Kilometer auf sich nimmt, um zu arbeiten mit uns. Und etwas, was er verpasst hat, weil er zu wenig lang dabei ist, ist im Kasten, uns aber schon bei G10 begleitet. Und
Und er ist der Einzige, der die aktuelle Anzahl Von der verkauften verkauften DVDs hat. Silvio Kunze, mit Namen. Ja. Super! Namen!